herzlich willkommen zu Animal Crossing New Horizons, zu einem neuen Stream, mit einem neuen Update. Und das gucken wir jetzt halt an. Wir besichern halt Community steht. Und gucke gleich mal hier im Title Screen, du hast nämlich eine neue Option bekommen. Und ich muss kurz etwas an meinem Text verändern, da wo ich mich ein bisschen geht. Wir sind nämlich an der Version 1.4.0. So. Perfekt. So, hallo Black. Hier kümmere ich mich um Anfragen. Stimmt, also kurze Information. Wir kriegen den donnersten Schlummer-Update oder die zweite Wave vom Summer-Update. Und damit sind Schlummerstädte rangekommen. An Friedefeier all Weekends und das über den ganzen August verteilt. Das sind zwei neue Events. Schlummerstädte kennt den aus New Leaf. Und sie seitdem am Anfang dran gewischt, dass sie konnte. Stiert von anderen Leid konnte besichern, ohne dass die explizit hier starten müssten abholen. Da sind da mit einem Code ob so ein kopiert Version von der Stadt rumkommen. Also wenn in dort Stadt Futti gemacht wird, wird er doch dem Spieler kein Schritt getan. Und alles was er da erlebt hat, ist halt auch nicht mehr in den Dram gewirrscht. Das andere Event, guck mal Sonden an, da geht es um Friedefeier, das ist ganz neu. Das ist ein Event, das für Ende August geplant, also über den August, ein Sommer geplant ist. Und da begereist ist der Rainer allsondig. Da gibt auch speziell Items zusammen, ich habe aber keine Ahnung, ob die da so explizit sammeln gehen oder nicht. Das gucken wir jetzt an. Es geht um sehr wichtige Dinge, deshalb sollten Kinder lieber einen Erwachsenen... Okay, das ist die... Ja, okay, also hier kann ich wahrscheinlich Inselsicherung machen, der Tisch kann ich wahrscheinlich sagen Insel... Oh, Moment. Stimmt, mit dem Update der Sucht Möglichkeit kommen, dass das Animal Crossing ob Cloud abgelötet wird von Nintendo, dass ich Cloud-Speicher hast du endlich am Spiel dran. Und das wahrscheinlich Start, wohin HU spricht. Dieser Service kann nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung genutzt werden. Und zwar nur, falls seine Nintendo Switch ich will also weiterhelfen. Erklärung anhören. Gerne erkläre ich dir unseren Service zur Inselsicherung und Wiederherstellung von Inseldaten. Was genau möchtest du wissen? Inselsicherung. Die Inselsicherung lädt deine Animal Crossing New Horizons Daten hoch. Dieser Service kann jedoch nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung genutzt werden, und zwar nur, falls eine Nintendo Switch Konsole verloren geht oder beschädigt wird. Ist aktiv, wird deine Animal Crossing New Horizons Speicherdaten regelmäßig hochladen. Ja, okay. Aber ist es dann aktiv? Ich aktiviere nicht mal. Ich drücke mal einfach aktivieren. Du möchtest also die Inselsicherung aktivieren, ja? Nichts lieber als das. Das möchte dich zuvor aber kurz über ein paar Kleinigkeiten belehren. Diese Funktion kann nur von Spielern von Animal Crossing New Horizons genutzt werden. Das gilt für das Aktivieren der Sicherung und das Wiederherstellen von Inseldaten, klar? Und der entsprechende Nutzer muss über eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügen. Ja, okay, das ist alles okay. Auch dann, wenn das Spiel gerade nicht gespeichert wird. Gut, jetzt weißt du Bescheid. Möchtest du ganz sicher die Inselsicherung aktivieren? Ja, ich denke, das ist ja nicht schlecht, ne? Jo. Also wie gesagt, da ist Insel halt regelmäßig auf die Cloud doch abgelötet. An einem Fall, wo ich du gift mit einer Switch holen, du kannst du theoretisch mit meine Insel ruflöten an ob der spielen. Wie gesagt, das ist eine gute Sache. Zum Glück ist das no Gericht geben, weil ganz am Anfang und Leute ein bisschen Angst gehabt, dass das ja, was mich über sein Start oder sein Switch kaputt geht, ne, ja, dann hört ihn natürlich kein Backup. Lo hört ihn das ist, das sind halt, der mir so geplot, von Switch soll verloren wie so Dinseldaten an der ganze Spiel bleibt halt bestehen. Natürlich muss ich noch seinen Account tun, etc. etc. So, lo gucken wir uns drei verschiedene Städte an. Ich weiß nicht, wie krass die sich von sich unterscheiden.
Ich gucke mal, wir fangen direkt mal an. Also haut machen wir nicht viel auf der Insel, kein Dailies oder so. Wir gehen an die Insel raussprangen. Das Spiel braucht auch extrem lang, bis das lädt. Nur pur Updates, dass er da beim Rauskommen so. Am Anfang hat er nicht so lange gebraucht, mit das okay. Wundert mich ist das ein bisschen die Vertriebe lang gehen. Am Gegensatz zu am Anfang. Da war auch noch nicht so viel dran. Guten Abend, liebe Bewohner, es ist Freitag. Heute gibt es keine Neuigkeiten. Okay, das ist schon mal gut. Und auch nicht Wichtiges zu machen. Zu Fisch an Insekten misst ich einem Fong alles holen. Und das meiste geht halt nach River bis an den Oktober. Das heißt, ja, das werde ich schon noch nicht tun. Und man noch Zeit bis Oktober. Das Ganze zu fangen. Oh, ich sehe gerade. Den Tite Tom hat mal am Fong sehr kurz nicht geschickt. Okay, der Kexmaro hat man aber geschickt an Karo auch. Okay, davon ist ein Tite Tom, es ist einfach kurz. Also wie gesagt, man haut nicht viel auf der Insel. Mehr am Schlaf halt. Ich weiß nicht, doch. Wann ein Update startet, kriegt ihr noch vom Serenada. Okay, anscheinend noch ein Geschenk. Geschenkodische Bett von ihm. Ja, und der Gulliver war auch bei mir. Mal gucken, was den es bringt. Oh Gott, ein Volltasch. Traumsterni-Kuppung, hä? Kannst du das ganz nicht böse oder wie? An Piraten-Augenklappe. Okay, die drohen wir dann am Laufe vom Stream. Gerd ist auch high, mir den ist mal relativ egal. Also, mir kann als Haut explizit im Drehen. Keine Ahnung, ob ich suchen muss, mal tun, ob ich suchen kann, ausgehen am Dramen. Ich gehe mal einfach alles Bank drohen. Und ich gesehen, mein Controller mich schon ist extrem heavy Probleme. Hoffentlich lädt es statt. Tischlampe. So. Da gehen wir mal gucken, was die Community so gezwafft wird. Ja, das Projekt hat sich ein bisschen umgewandelt. Ja, das Live-Community-Projekt ist ein bisschen zu dem Schlummer-Projekt gegangen, das ist ziemlich gut kommen. So also doch am einfachsten Termin auszumachen. Sobald hier steht Prätzin ersteht, schickt man einfach den Schlummercode und dann gehen wir das Ganze gucken. So, ich stehe schon mal den Controller an den Stecker ran. Weil ich das Gefühl, ich habe bestimmt nicht. So. Hoffentlich spielt es sich solo besser. Wirklich ganz komisch. Das ist nicht so geil. Ich mache meine Sachen nach Doran. Ach schon, eine Fundsache. Oh Gott. Ja, wie, ich weiß nicht. Ah ja, was guck mal eigentlich. Was ist eigentlich so? Ah ja, Daugenklappe, stimmt. Ja, ich weiß nicht, kurz das Bett war der Code vom Serenada. Das lädt do. Das ist das Bett, was den an New Leaf hat an der Schlummer. An dem Schlummerboutique halt, wo ihn am Anfang schlafen gegangen ist. Mittlerweile kann ich aber mit Allbett schlafen gehen. Ich war schon mit meinem Doppelbett aus dem Rez-de-Chaussee schlafen. Und wenn ich nix im Bett tun, da gehen wir auch mal nix im Bett ran. Ja, da ist das Bett. Ich weiß nicht, kann man bei das ist ein Stopp, ja. Bett kann ich dann explizit schlafen. Wenn es Stopp lädt. Hallo?
Geht ich vielleicht auf Bett? Hallo? Hä, wer willst du dich schon nur nicht auf Bett legen? Sitze geht, aber auf Bett legen geht nur um das. Okay, weird. Kann ich das Bett nicht mehr von enger Seite tragen? Ah, mein Controller ist so schlimm, Mann. Ah, Nintendo Switch hat so schrecklich Probleme, so banal Probleme, ne? Das ist Wahnsinn. So, kann ich nicht mehr von der Seite an Bett springen? Ach, okay, dann vergiss das Bett, sprang mal einfach in das Doppelbett. Das scheint ja anscheinend nicht zu funktionieren. Ne. Okay, vielleicht auch wenn es im Handtuch, keine Ahnung. Ja, ich sprang mal in das normale Doppelbett und dann drehen wir mal von der ersten Start. Schlafen klingt gut. So, dann hören wir mal den ersten Code bei Hand. Das ist der Code vom Kexomaru. Ich heiße Sie willkommen. Digitale Träume warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte träumen. Sehr gerne. Dann müssen wir nur noch eine Formalität lernen. Für Träume benötigt man, wie für fast alles heutzutage, eine Verbindung zum Internet. Ferner ist eine Schlummeranschrift erforderlich. Das sozusagen, ja. Okay, das ist alles für New Leaf-Spieler Common Knowledge. Jo. Let's go. Und da gehen wir schon mal Schrift an. Dir könnt die auch angehen, wie gesagt. Du kannst du wirklich jeder herreisen. Das ist kein Problem, auf wann du mengt, ein bisschen zu griefen. Das geht dem Spieler gar nicht weh, weil das geschieht alles auf Switch. Wir brauchen jetzt Internetverbindung, dass wir halt die Start aus dem Server können downloaden. Ach, mein Gott, Mann. Die Controller, Mann. Genau, aber anscheinend Methoden, wie in die ganz einfach reparieren kann. Muss ich dann demnächst machen. So, das ist schon mal eine Schrift vom Kexomaru. Und du hier riesen mal. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Kexomaru am Chatters. Diese Schlummeranschrift gehört zu einer Insel namens Ebenfeld. Das ist korrekt. Ja, New Leaf Go für ganz cool steht, doch so Horrorgeschichte steht, dann viel steht so ein Geschichte erzählt tun. War ganz cool gemäht. Könnt natürlich auch wahrscheinlich an New Horizons Trick. Wahrscheinlich noch mal viel mehr Variation, weil ihr auch seine Insel komplett dekorieren kann. Also da kann schon heftiges kommen. Da bin ich gespannt darauf, was die Community sich da überlegt. So, du machst immer zu Ebenfeld. Mal, da guck mal, ist das ganz mal an. Guck mal direkt auf das schwarze Brett, kann ich da nur richtig lesen? Nee, okay. Also natürlich ist nicht alles verfügbar. Ich weiß auch nicht, kann ich... Nee, okay, also kann ich vieles wahrscheinlich nicht machen. Wahrscheinlich kann ich sich wirklich nicht mit Statue gucken an die Inselhäuser. Der Charakter selber kann ich natürlich auch fannen. Ich meine, Butiker sind aber auch so. An der Tanner schon mal dick cool. Jetzt ist so ein Strandbar hingesagt. Mein Inventar ist auch ganz eitel, okay, also dann hört ihr wirklich gar nicht dabei. Ja, jetzt ist eigentlich ein mega cool Strandbar gesagt. Mit einem provisorischen Volleyballfeld, einem Picknick-Dingens, mega cool gemäht. Surfbretter, also
Alles zu schlewen noch mit den zwei Luxus Liegestühle hier. Ein paar gute am Hintergrund ist wahrscheinlich ein Hotel. Ziemlich cool gemäht. Auch der Teil ist wunderbar. Mit der Blume rundherum und dann noch der Blumenbollerwagen do. Gulli noch alle gut am japanischen Stil. Wunderbar. Hier haben wir da so einen kleinen Kaffee wie es scheint. Und noch ein Brettspiel kann spielen. Und da gehen wir hier durch eine Appelallee. Und die fährt ist weiter Richtung einem bisschen mehr ökologischen Aufschnitt. Mit Solarzellen nach Wandmillen. Die Stadt lebt ziemlich mit properem Strom. Da auf der Kliff haben wir dann auch noch einen kleinen Terrasse. An der Uwe, was tun wir hier? Wahrscheinlich der Weg bis bei der Reinhard sei Kutter. Da ist auch der Leuchtturm ganz cool gestaltet. Oh, wie bist du? Klaus. Du stinkst. Okay, neuer Spruch. Stone hat schon mal hier. Und hier geht es bei der Reinhard den. Aber ich will auch sagen Wellness-Paradies Guinness. Und du hast den Keksumaru gesehen, den hab ich bestimmt. Das ist Klibbermisch. Okay, also Keksumaru ist richtig freundlich schaut. Er hat anscheinend einen guten Tag. Hä? Oh nein, das Löwesplitter. Kann den einfach abbraffen und Matteln? Das wäre mega cool. Ich meine, der da im Moment noch nicht. Pathfinder. Freistadt du heute hier mega cool. Gut, ich auch noch nicht vom Gulliver. Ich meine, den Hamster ist extrem belebt in der Community. Ich war nicht ganz sicher, mehr. Okay. Und hier auch zwei Luxusliegestühle. Also ein bisschen Bewohner hier heiser und so. Ich gucke, es ist kurz. Der Kader ist nicht spezielles markiert, nee. So ein neuer Stand, den ist ein bisschen mehr unbelebt, ein bisschen mehr naturell gehalten. Deswegen Stoße sind mega cool gemäht. Hier haben wir dann, aha, hier haben wir den Kaffee. Den wir ja noch immer erwarten, an irgendeinem Update. Hoffentlich könnt ihr das wie am Hirsch-Update. Ja, die Boutique scheint auch zu sein, also ein Kaffee kann ich nicht. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht materiell, weil den heiße findet. Musik kann sich natürlich auch gucken. Manche aber nur nicht, weil ja, die Musik sieht halt bei jedem gleich aus. Wäre cool, wenn die ein bisschen personalisiert sind. Oh, und das Ding steht auch einfach so im Boden. Okay. Hesse Stängen, das ist die Riesenassel, do. Ja, okay. Wow. Und da gehen wir gucken, ob wir auch an der Keksumaru sein Haus können. Das ist sein. Auch schön gehalt. Mit einem guten, feinen Garten. Und dann gucken wir da mal ran. Ein schöner Stoff. Als Entree-Raum. Und die Musik ist auch ganz fancy. Wohnzimmer ist auch mega nice gemäht. Er kann sich natürlich auch super Ideen holen. Und die dann an seiner eigenen Wohnung. Ich finde das Schild auch, kann ich das umwandeln, weil die Version, die ich schon gefällt mir gut nicht, mir die weiß, du hast mega cool. Wirklich schön gemäht, das ganze Teil. Wunderbar. Shadebootszimmer. Da bin ich gespannt, ob wir auch ein Kistchen haben oder so. Die Hummer.
Karotte-Kaffee scheint. Also ich Kind Schloriessen. Und Kitchen ist auch super, sieht mega nice aus. Still sind ein bisschen unbequem, also so still und ich gut nicht gern. Mehr am großen Ganzen passt aber alles bei ihnen. Du musst schon mal froh, wie viele Punkte er für sein Haus krut. Das sind aber mindestens 200.000, I guess. So, und dann haben wir Hi. Das Schlafzimmer oder? Etwas Spezielles. Ah, da ist Zimmer. Der hat das natürlich auch mehr cool gemäht. Auch mit dem Schwert, ja, mit der Katana, Kanji-Symbole und der Mauer. Alles ein bisschen japanisch gehalten. Aber alles auf gleichen Stil, also wirklich gut gemäht. Ganz schön. Auch Tapete am Boden passt an allen Raum mega gut bei ihnen. Ich weiß nicht, ob das alles Tapete von der gleichen Dinge sind, hier definitiv nicht. Das ist die ganz normale Tapete in allen Raum, die ich kenne. So, und am ersten Stock kommen wir was? Ein Hobbyraum oder? Schlafzimmer, okay. Was auch japanisch gehalten ist. Aber noch wirklich schön. Alles so ein bisschen minimalistisch. Gefällt mir aber ganz gut. Gefällt mir wirklich ganz gut. An der Keller, also ganz normale Keller oder haben wir da auch eine Überraschung? Ne, den hast du ganz eitel, das ist wahrscheinlich nicht mehr für Rüben aufzustellen. Der Keller ist mänglich auch Geld nicht zur Bewertung. Der Tisch, da könnt ihr alles hier puchen, was da Hut für Schrott. Da geht der Akademie nicht drum nörgeln. Ja, haben wir dann alles von Ebenfeld gesehen oder geht noch ein bisschen etwas entdecken? Wir waren quasi überall. Kaffee mal gesehen, wir waren so im Campingplatz handelt. Dann rennen wir mal ganz schnell nach Doina. Ihr wart den heute weh. Der Campingplatz ist dann hier was Breck. Oh, schön Campingplatzschild. Der Campingplatz ist schön so getrennt hier. Und auch den ist relativ fein gemäht. Ein bisschen mehr moderne Camping. Wird Gemeng schon ein bisschen Druck geschafft. Bei uns ist das Ganze ein bisschen mehr an der Natur. Aber ganz, ganz schön gemäht. Okay. Dann denke ich, gehen wir mal an Karo Start. Und da gucke ich, ob ich noch so paar Informationen kann. Ändere vom Mengerstart. Zum Beispiel, was mein Menschen sieht, was Leute kommen. Obwohl es kann zwar sein, kein Pass. Nee, den Pass kann ich nicht kontrollieren. An Minus kann ich auch nicht machen, oder? Nee. Dann den Stadt reporten, falls unangenehm Symbole oder ja, komische Sachen präsentiert. Das ist aber bei Ebenfeld absolut kein Problem. Wir sind am Anfang gestört dafür gehen, weil ein super schön Start, Blume ganz gut sortiert. Nice. Und dann haben wir noch so kleine japanische Park, so etwas mal mir ja auch bei Eis an der Stadt noch. Aber ich komme noch nicht dazu, damit anzufangen. Okay, das wo Ebenfeld, mal innen ab spezielles, ich menge nicht, nee. Gut, kann ich dann von hier nur nach E-Steps kriegen oder? Unterschiede zur Realität, wie wache ich auf? Kann ich Träume melden? Nee, okay. Also das ist alles nicht mehr frohen. Ich denke, wir mal so Bett lehnen. Dann können wir abstimmen.
Jo, perfekt. Also ein Shane echt stört, den man von tun. Tide Tom hat leider nicht gemeldet. Die Stücke sind mal haut dann aber nicht. Da könnte nichts gehört ruhen. Also wie gesagt, wir machen da ein paar Abschnitte, wann ich regelmäßig der Coder kreieren. Aber wir stehen ganz komisch an einer ganz komischer Position rum ab. Ich finde das ein Schild, wo ich so du und da mal ein anderes sieht aber ein bisschen anders aus. Gibt wahrscheinlich auch ein paar Varianten. An ich den Coupon. Hey, ich habe keine Ahnung, was den du machen möchtest. Keine Ahnung, vielleicht können wir das noch rausfinden. Was gibt vielleicht speziell Items? So, ich will aber nur noch probieren, an das nächsten Bett zu kommen. Kann nicht wahr sein. Komm eine Stunde drauf, wenn es im Handtuch, oder? Das kann ja nicht sein. Nein, das ist auch wirklich kein Wohnzimmer mehr, mir trotzdem. Also, das Handtuch kann da wohl nicht am Weh sein, oder? Ja, dann hängt mal da hin, ne? Da passt es dann noch vielleicht ein bisschen besser hin. Ah ja, tatsächlich, Handtuch war anscheinend ein Problem. Mal gut zu wissen. So, aber man die steht auch natürlich geguckt und dann man ich noch kurz mein Dailies mit Johannes, gucke kurz an der Stadt, wen du hast, an. Da sind wir fertig für heute. Und ich gucke nach, wie gesagt, ob hat mal irgendetwas. Mein geteilter Traum. Ja, du könnt der Menge Schlummeranschrift, denke kurz gucken an Menge Start kommen, Anschrift. Ja, nee. Nee, also, was der Charakter sieht, weiß ich nicht, der das wahrscheinlich statt, weil du im Pass steht. Oder dass ich Spruch den irgendein Bewohner hört. Also bei mir wäre das dann zum Beispiel Kakwi oder so. Boah, okay. Dann gehen wir mal weiter. Was der Coupon ist, weiß ich auch nicht. Das lese ich einfach nur. An Mereselo. An die nächste Stadt. An Karo Sängerstadt wäre ich ehrlich gesagt nach einem Gur nicht. Keine Ahnung, was mich da erwartet. 2 Minuten eng. Er kann natürlich auch einen Random Code gehen, gucken, ob ihr dann irgendeinen Random Start könnt. Ich freue mich schon, was geschieht, wenn diese nächste Stadt geht. Sollen wir das doch mal probieren? Ich meine schon. Probieren wir das doch. Oh shit. Ist das korrekt? Das kann ich leider nicht bestätigen. Ah doch, obwohl im Bild steht auch oh shit, also sind wir richtig. Da gehen wir an den Start von Caro. Mal gucken, was hat so gezwafft wird. Die ja 100 Stich von Spiel raus ist. Let's go. Die bis ich mal bei der nicht. Jo, an du hast etwas, das hat der Kexolo nicht bei sich. Wir können beim Carolo auch hier Agent Designs und so. Ich meine, speichern am Matwellen. Das kann nur auswählen, ob ihr das will oder nicht. Ich habe auch mal gelöst, dass ihr könnt erst bei mir ein TL-T-Shirt sicher kommen. So, du können wir lo beim Karo. Okay, Muster von einem Boden sich kommen, sonst nicht. Ja, okay. Egal, mir das Shit vom Karo selber gemacht gesehen, also wirklich gut Job. Gesagt nice aus als Boden. Hoffentlich gesehen wir den noch an der Start. Und hier sind wir schon direkt eine Insektenfarm. Das ist auch cool gemacht mit der Pokala. Ich weiß ja nicht immer, wen sie platzieren soll. Und das ist definitiv eine von den besten Optionen. Hier mal so kleine Musiksack.
Perfekt. So, ich guck mal Chat kurz auf der Karte tun. Mhm. Ja, dann holen wir mal den Wohnviertel hier. Guck mal das Demo an. Oh, das ist ein Design, oder? Ich meine, das ist ein Design, den ist nice gemäht. Der wirklich schön aus. So, der Bewohner hat ein bisschen Bordell aus dem Gart. Also aber auch ganz japanisch gehalten. Das ist sogar den Ottfried, oder? Den haben wir auch an der Stadt. Ja, tatsächlich. Hier am Strand. Bei einem schönen Blumen, die ein bisschen aufgeht. Und du hast Caro schon. Salut Caro, willkommen. Okay, hat sie einfach ganz normal willkommen. Wie war für sie schon nicht? Ach, an der Stern haben wir nicht mitgeguckt, ne? Nee, das hat schon kontrolliert. Nee, ja, definitiv denke ich, dass sie nicht kann essen, drehen, matteln. Und du hast einen schönen Pikachu-Decken. Beim Swimmingpool. Oh, hier wohnt sportlichen. Wer wohnt dann hier? Kann ich nur so im Schild nicht gucken. Wenn hast du die Sportskanonen? Kann nicht stehen. Ne, den Arnold. Noch nie gesehen, nie vu, nie connu. Ich gehe trotzdem mal ran. Ah, heute war ganz normal Stuff. Scheint aber Sportstyp zu sehen. Den habe ich auch noch nie gesehen. Also ehrlich gesagt, es gibt Heinz so viele Bewohner, die gar nicht im Schirm hat. Der Strauß da ist auch cool. Und da hat es ja mal cool gemäht. Da hatte ich zwar auch noch nicht gesehen. Also so kleinen Alien, die die Sternsplitter Richtung UFO wahrscheinlich schwellen. Das ist eine mega coole Idee. Ja, schon noch die ganzen Astronauten an so. Mega nice. Ja, dem seine Nummer mal einfach geklaut. Dann haben wir auch die Strähe Mauer. Diese Bewohner heute bis mehr relax. Den doch mir ein einfacher Gart. An einen Spielplatz am Hintergrund. Der Brunnen hier am Zentrum vom Wohngebiet. Da ist auch cool gemäht, so ein Zeitungsstell oder Bücherstell. Das sind Russmenschen. Das sind Russmenschen. Da muss man aber los sagen. Ich habe keine Ahnung, was das so sind. Ist das etwas Mythologisches oder wie? Oh! Der Teiner ist cool. Den Totoro. Oder könnte das ein Anime? Könnte das ein Ghibli-Anime oder wie? Klär mich mal ab. Mir sieht mega cool aus. Hier geht anscheinend stehen. Vom Uwe geklaut oder Rakestach. Insane gemäht. Ah, natürlich Salut Kevin. Ahoi, Team La Saga. Leist Gräsen. Ah, salut Kirby Yoshi. An La... Also steht im La Saga oder Lasagna? La Saga. Ei, eng La Saga kennt ich Loriessen. Ich bestelle immer vielleicht eng. Nur im Stream. So, der Muse ist cool gehalten. Mit der Entree. Und dann... Ich weiß nicht, dass den da mal lichten kann und so. Wirklich. Die ganze Stadt hat so weird Defekte. Okay. Das mit den Dinos ist auch mehr cool gemäht. Da gehen wir rüber an so kleine Vergnügungspark. Selbst will ich auch Enker bauen. Habe den Daten genial Optionen. Wie das aussehen kann, heißt so kleinen Dynamit verbunden.
Wirklich mega genial gemäht. Geos Zauberland. Ah, oh Gott, das ist so lang hier, dass ich den Film gesehen habe. Also, du kannst mich zwar gut nicht mehr erinnern. Ob Super RTL nicht den immer geguckt als kann. Also so lange Satire lohnt sich wahrscheinlich nicht zu gucken. Dann haben wir noch ganz andere Bewohner. Holzhacken der Zerhacker. Haha, SpongeBob-Fan, nice. An hier scheint engem sein Haus zu sehen. Zwei Spieler Hummer und die zwei Häuser sind noch bei ihnen. Guck mal, ist die Häuser mal an. Ah, die Fake-Statuen haben andere Effekte wie die normal. Okay, nice. Okay, auch ein coole Living. So ein bisschen freizeitmäßig gehalten. Aber da war das dann auf der Seite. Ich weiß noch nicht, wem sein Haus das ist. Das hat dem Karo sein Haus oder dem Mattbewohner sein? Scheint echt dem Mattbewohner sein zu sehen, na? Ja, also das ist manchmal eine Ersatzperson. Oder die spielt nicht regelmäßig ein. Es ist ein komischerweise Fernsehen zu gucken. Ich weiß nur nicht, was da. Der Plan, wo. Ja, ich scheint noch nicht alles fertig zu sehen. An der Uhr Nummer was? Ein Musikraum, ja, mit einem Bass an einer akustischen Gitarre, okay. Verwendet. Links. Oh, da ist aber mehr aktiv. Da haben wir zu den japanischen. Wie hieß das schon mal? Ich weiß nicht, wie das genannt wird. Ich habe den Namen vergessen. Wie so ein Filmstream hätte ich ja schon noch keinen nennen, aber ich gesehen, wie sich da drin nicht mehr. Der Dinnertapete an ein kleines Kissen so. Also, es gibt Fälschungen von den Bildern, die nur Sonnenuntergang hier Expression ändern. Oh, wie geil ist das Detail dann? Das wusste ich nicht. Nice, gut zu wissen. Also, wenn wir ein Fake-Bild tun, dann guck mal, ist das definitiv an. Dann ist es definitiv der Wert auch Fälschungen alle zu sammeln. Jo, ich denke, Caro hat mir ein Shea-Boot und der Teil ist auch mega schön gemäht. Sein kleiner Chiller-Lounge, die auch also 3D, den 3D-Effekt an sich wird. Von den Designs für den Boden. Nice, nice. Du hast das Stofftief mal. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass eine Hundehütte du hast. Stoff, der ja dann durchgestellt wird. Eine mega geile Idee. Gefällt mir wirklich gut. So, und da guck mal hier ran. Okay. Herrliche Living Room. Oh. Wunderschön. Hier sind ein bisschen. Wow. Das sieht mega nice aus. All die Miffeln. Die mich gecraftet und gefärbt. Und du kannst den ultra viel draus machen. Also da ist wirklich schön gemäht. Da gefällt mir schon ganz gut. Also heute sind wir wahrscheinlich auch auf seinem Top-Wohnung. Wie man kann sagen, hat scheint auch extrem froh mit den Tapien zu sehen. Das ist der gleiche Tapien nämlich am Roden. Und dann ist mir so ein Arbeitszimmer und gleichzeitig auch Freizeitroom. Also so ein Hobby-Room. Gebe ich mir Menge, vielleicht schreibt hat ja auch Bücher. Aber auch dadurch halt die Schreibmaschinen und alles.
der Mauer halt Bilder für ein bisschen Inspiration zu holen. Und noch hier passt der Stil ultra gut. Das ist auch cool gemacht. So ein Arbeitsbank und dann hört ein Periodensystem einfach drüber. Steht ist ganz komisch drauf. Was schreibe sie du drauf? Soll das russisch sein oder was? Ich habe es zwischen Spiegel verkehrt und nicht lesbar. An der Ofen haben wir was für am Wasch schon ran? Nee, noch nicht. Ah, ein Kissen. Okay, das ist cool. Auch der ist wunderbar schön. Passt natürlich super. Um das gesteckt. Für zwei gedeckt. Messerenhäuser, eine Insel ist halt auch drüber cool. Mich wirklich Spaß zu kochen auf so einer Plattform. Top notch. Oh, die Shell. Das geht am vom Essen. Da reagiere ich zwar aber nur nicht, weil sonst muss der Teil leider unterbrechen. Wir gucken, dass die Stadt aber definitiv nach unten. Die Bootzimmer ist auch heftig gemäht. Oh mein Gott. Ich verstehe es nur nicht. Ist das halt ein E-Boden? Oder ist das eine Art Teppich? Scheinbar bald so wie wenn dazu eine Art Matte sind. Und hier ist der Boden. Relativ gut. Auch Datei sind zwei Elemente. Wir haben ja die Luxus-Badewanne. Datei und der Mauer ist aber tatsächlich noch ein zweites Möbelstück. Und das ist ultra geil kombiniert. So habe ich das zwar auch noch nicht gesehen. Ich habe da schon gesehen, die halt mit einem Paravent so ein Dusch gebaut haben und so. Mit das ein Dusch mit der Luxus-Badewanne kombiniert. Das ist eine richtig geile Idee. Respekt und Caro. Und der Stelle. Krass. Also so könnt ihr jetzt natürlich auch mega geil Idee für ihr Asian Wohnung sicher gehen. An Hayuma Schlafzimmer. Oh, mit einem Whirlpool dran. Ja, natürlich, so lässt sich natürlich leben. Die ganz Asia-Kommoden am Brungen. Ich finde sie bald alle am Roden. Auch wunderbar, herrlich schön. Oh, ein ganz angenehm Kummer. Das sind zwei Teppiche vom Azisa. Okay, also da das auch nice kombiniert. Kann ich viel draus machen. Okay, dann habe ich mal ein bisschen Keller mit ein bisschen Stauraum. Wo ein bisschen wahrscheinlich experimentiert wird. Mal. Was Leiter? Kann ich das abraffen? Nee, kann ich nicht. Okay. Wahrscheinlich kann die App auch nicht benutzen, oder? Ja, okay. Das lässt sich wahrscheinlich auch kein neue Rezepte lehren, weil in auf Fremdstiert geht. Okay. Wunderbar. Also der Spieler hier heißt sehr genial. Allen zwei wahrscheinlich ob man 200.000 Punkten. Mit denen kämpfen wir hier nach. Und da gehen wir weiter durch die Stadt. Ja. Also so ein erst für 2. Und hier kriegen wir so einen kleinen Jump'n'Run-Passage als Skip Richtung Ackerszentrum. Mhm. Und einen kleinen Luxusstrand drin. Ja, Matratze hier drauf zu leihen. Fischerpokale, die so bis an der Landschaft stehen. Natürlich ein mega langer Steg, so groß sind wir nicht. Und hier ist eine Art. Ich gebe mal Mengen, hier kann er sich umdrehen. Ah, nee, Quatsch, das ist so ein Open Air Verkaufsstand für die Schneiderei, also so eine Art Braderie. Auch passend zur Jahreszeit.
Mal auch so ein Hannerhaft vom Luxladen, auch mega cool gemäht. An mal so eng Art. Ja, so eine Art Freizeitplatz, wie bei uns in der Stadt auch so ab und zu holt, man so Bücherregale, die sich gratis holen kann. Aber ich habe nur die Brief gestohlen, Mann. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Haut das Stage, wo ich die entdecken. Der cool. Auch da mal Picknick-Dingens, gehen wir gleich gucken. Ah, hier kommen wir im Rob, okay. Bei der Loser Stadt mal gucken, hier mal Spielplatz. Damals noch hier Fredro nun die Luther ist mega cool. Auch der Teppich, der Picknick-Teppich, auch mega cool gemäht. Da kann er sich wirklich mega schöne Ideen holen. Und noch hat er den hässlichen Dingen du leihen. Da muss ich sie auch so wie Fänken an du hinsetzen. Ich weiß, du ist eh gefangen. Und die für die Musee natürlich. Ja, dann hier ist auch noch ein bisschen Strand. Den Leuchtturm haben wir hier. Also die nächste Kleider, du hast ein Möbelstück, was ich noch nicht tue von den nächsten. Ich hoffe, dass wir das vielleicht Haut kriegen. Aber dann haben wir hier so einen kleinen Strandbar. Aber was ist klein? Die ist schon relativ groß. Auch einmal am Goldstuhl. Und geht hier noch weiter mit dem Lagerfeuer. Einem Pool. Okay, also das ist schon ein heftiger Wellness. Schon ein schönen Wellness Sachen. Was ist das mit den Wasserfällen hier? Okay, hier geht alles ein bisschen mehr japanisch. Das finde ich natürlich ganz geil. Herrlich. Hier kann man Sterne gucken. So weit kann man sprangen. Okay, Gott sei Dank. So, da sind wir hier am Campingplatz, wo wir... Spielplatz, Freizeithunden. So stellt sich ab so Center Park vor, ne, so Camping. Da das auch cool gemacht, so improvisiert, halt so Volleyballfeld oder so. Und hier steht auch nachher Leuchtturm. Übertrieben nice. Da freue ich mich wirklich, ob noch viel mehr Wetter könnt. Hier geht es dann bei geheimen Brunnen. Ein bisschen Kreide auf dem Boden. Das ist auch eine gute Idee, könnte ich auch machen, sobald ich anfange mit betonieren. So, und dann hier innen haben wir da auch noch etwas. Heißt dort, wo ihn eigentlich... Kann eigentlich an den Flughafen ran. Aber ja, was kann ich da machen? Ja, okay, ein labert ist egal was. Okay. Also mit dem kann ich nicht viel aufhängen. Der Fendel ist doch schön. Sakura Blue oder so. Ah, der Tunnel ist auch herrlich gemäht. Da sitzt man sehr hin. Genießen einfach die Vue. Auf den wunderbaren Wasserfall. Na, über Holzbrick kommen wir. Ah ja, okay, bei die Akavsmeile. Dann haben wir es nach do. Hey, Uhr, wenn etwas zu gucken.
Strandfußballfeld, da das auch cool gemäht, das hatte ich auch schon beim Toshiko gesehen. Oh, und der Skorpion als Statue. Ah, das ist so hässlich. Oh Gott, kriege ich richtig Angst vor dem Dickbeast. Und das war dem Karo-Start. Okay, dick nice. Also, besonders was Tizer angeht, hat mich wirklich so inspiriert. Du konntest so viel gesehen, was kombiniert gehen ist. Herrlich. Da bringt mich nur mal nächstes zurück. So, ich denke, für heute sind wir da mal durch. Ich hoffe, dir schon die zwei Städte gefallen. Aber der nächste Kehr, wenn ich nach weiter steht, rankreien, den Tom schickt man sich sicher nach. Du vielleicht selber auch. Da besichern wir nächste Woche vielleicht sogar zwei weiter steht und testen dann noch nach der den oder anderen mit den Schlummersachen. Dailies manch net wie gesagt die manch da privat für mich als sie halt nämlich schwamme gehen an da den du da Rezept rausfischen es wird nur gucken an da sind wir Sonde am Friede feiertzweck bis dann an tschüss.